Geschichten uit onze Geschichte Nummer 36. Ditmaal nog meer van wat op dem Südeng van de Manitoba-Kolonie in Chihuahua en de aanvangsjaren met dem velen Grasland gedaan worden is, en dan van wo dit land toch met de tijd besiedeld worden is en zo verder. We hadden laatst mal davon geredet, dat op dem Südeng van de Mennoniten ihrem Manitoba-Kolonie land en Chihuahua viele jaren wieder nichts gedaan worden wäre, was dat de gemeente daar eine Einrichtung hat für Kolonisten, dat sie ihr Jungvieh da haben und werden lassen können. Das heißt, wieder dort da Kleifeld wird da bloß noch diese Einrichtung, was ich glaube 1938. Ich dachte immer, dass die Darpa Silberfeld Nummer 26, Kronskort Nummer 27 und Weidenfeld Nummer 28 wären 1939 angemeten worden und die ersten Familien wären da in diesem Jahr angesiedelt. Aber Peter Chetlasch sind hier in Crocus Village in Winkler, Manitoba, meine Obersch. Und Peter denkt, seine Familie, die Johann Ketler, Familie ist 1938 al, nur dort nie angeleide daar op Weidenfeld angetrokken. Und Peter Chetler sagt, der eine Springbaum, wo er auf die Gemeinde ihre Einrichtung für Kolonistentum, Jungvieh in Schob da weiden loten, der ist kreit auf ihrem Hüskörl abgekommen. Und wir reden auch all davon, dass da bei der Gemeinde ihre Einrichtung eine Zeit lang ein Soldat gewesen wäre, wo er da bei Charles Fries und Peter Kloses gewohnt hat, um ihn dort zu beschützen. Der Soldat ist wahrscheinlich einer von den Soldaten gewesen, wo er die Landesregierung 1936 auf die Mennoniten ihre Kolonien angestellt hat, um die Kolonisten dort zu beschützen. Von dem Soldatenschutz für die Mennoniten hat wir einmal was gesagt. Peter Friesen vertelt noch manches andere von seinen und die anderen Jungs ihre Belebnisse auf die Wiedegras stappen. Ich will aber nicht noch mehr davon weitergeben. Was ich davon gesagt habe, das ist vielleicht genug, um uns eine Vorstellung merken, von wo junge Jungs auch auf die Wiedegras stappen, wenn sie da so allein wären, viel Spaß haben können. Und auch von wo diese Familien dort damals gewohnt haben, wenn sie dort so allein auf dem Wiedegrasland stappen wohnten. Und ich glaube, das gibt uns auch all eine Idee von, wo die mennonitische Pioniere versucht haben, Gebrauch zu merken von ihrem vielen Grasland auf dem Südeng von ihrem Siedlungsland, wo man so viele Jahre dachte, dass da keine Waterbarms zu merken gehen würden. Ja, die Hauptursachen, wo wir in dort wenigstens 16 Jahre dort, was auf diesem Teil von der Manitoba-Kolonie Darpa angelegt und besiedelt worden, das wären diese. Erstens hat dort vor vielen Jahren den Namen, dass man an diese ganze Jahren keine Waterbarms wird merken können. Und man dachte, dass die wenigen Waterqualen, wenn das damals auch noch sehr gute Waterqualen oder Springbarms wären, doch lang nicht genug Wasser liefern würden für alle Ansiedler, wenn man auf diesem Land wo Darpa anleihen und besiedeln wollen. Und zweitens wären die meisten Kolonisten in Chihuahua bis an die letzte Hälfte 1930er Jahren auch viel zu arm, um die Darpa anzuleihen. Und drittens, wenn Mennoniten in den 1930er Jahren Land schöpfen wollen von der Darpa, dann kann man dort auch für viel weniger Geld schöpfen von der Zuluaga-Familie, als die Gemeinde ihr Land 1921 gekostet hat. Wir sehen uns zum Beispiel einmal, dass das Saucito-Land 1936 für 5 Pesos den Acker gekauft worden wäre. Und ich glaube, das Land für die Darpa Springfeld, Blumstein und Rüdnerweid wird auch all etliche Jahre vor 1936 auch für 5 Pesos den Acker gekauft. In den Anfangsjahren fehlt das auch noch gar nicht an das Land zum Ackern und Besiedeln. Aber wenn auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua in den mehr 30er Jahren wenigstens 5 Dinge anders gewesen wären als die wären, dann würde man vielleicht doch all etliche Jahre eher damit angefangen haben, dass das Land auch zum Ackerbau gebraucht werden kann und besiedelt wird. Dann fehlen die dort dann all weiter
sehr neidig an mehr Siedlungsland für junge Familien. Das heißt, da wären allweil viele landlose junge Lied. Aber die Umstände oder Verhältnisse wären dort in dieser Zeit nicht recht, zum Niederdarpen anleihen. Dann erstens sagt dort 1934 ganz genau, dass die Mennoniten in Mexiko ihre Schulfreiheiten verlieren würden. Und zweitens belasten die Mexikaner die Mennoniten Krieg in den mehrdaartige Jahren umschwanzten. Und drittens wären diese zwei Dinge die Ursache dafür, dass gerade in dieser Zeit viele Familien zurück nach Kanada trocken. Und noch sehr viele andere junge Leute dachten viel mehr an auch zurücktreten nach Kanada, als an noch versuchen, Formen zu werden auf die Gemeinde ihrem Wesland, wo noch immer nicht gebraucht wird. Und viertens hatten die meisten jung befriedete Leute nicht das Geld, um eine Wirtschaft abzubauen und versuchen, Formen zu werden. Und die meisten Kolonisten wären noch immer zu arm, um ihre Kinder viel was mithalten können, wenn die Formen werden wollen. Und fünftens hatten die meisten Leute auch keine Lust, wo anzusiedeln, wenn man noch einmal dachte, dass dort keine Waterbarms wurden zu merken gehen. Aus den Mennoniten dann 1936 aber doch noch weiter ihre Schulfreiheiten gesichert worden wären von der mexikanischen Regierung und die Belastungen von Mexikanern weiter weniger worden durch den offensichtlichen Soldatenschutz auf ihre Siedlungen, dann schickten die meisten Mennoniten in Mexiko weiter mit mehr Mut in die Zukunft. Ihre finanzielle Lage fing sich in den lotdartigen Jahren an zu verbessern durch ihre Käsefabriken, wo sie eine regelmäßige Einnahme anbrachten. Und all die Getreidepreise verbesserten sich, besonders der Schabelpreis. Und dann dachten wenigstens zeitweilig war da weniger junge Leute an, zurück nach Kanada tragen. Und dabei fängt man bald stark daran zu denken, dass man auf dem vielen Grasland, wo für meist 20 Jahre größtenteils sehr unproduktiv durchgelegen hat, vielleicht doch soll darüber anleihen und die landlose Familien Gelegenheit geben, dort oben zu wirtschaften. In den Jahren von 1935 bis 1937 hatten die Vorsteher dort in Mexiko Überdruck gehabt, damit, dass die meisten Kolonisten dort sehr unruhig und ungeduldig waren. Viele anderen dachten an wieder nichts, als bloß noch Antrag nach Kanada tragen. Dann die damalige sozialistisch denkende Landespräsident Lázaro Cárdenas hatte am Vernehmen, allen Religionsunrecht uit alle Schulen im Land herauszutreiben. In Tegelijkertijd fangen mexikanische Banditen an, die Mennoniten immer noch stärker zu bestehlen und belasten. Aber wenn die Mennoniten dort in dieser Zeit auch in eine sehr bedrängte Lage wären, dabei befrieden sich ihre verleibte junge Menschen doch. Das gibt dort doch jeder Jahr viele Kasten. Es gibt immer noch mehr junge Leute, die auch jeden einen Weg finden wollen, um ihren eigenen Haushalt anzurichten und ihren Lebensunterhalt irgendwo selbst zu verdienen. Aber meistens mussten die Jungbefriede in diesen Jahren 1, 2 oder mehr Jahren bei den Eltern auf ihrem Hof wohnen und irgendwo ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Former waren muss bei an auf die sogenannte lange Bank geschoben worden. Aber nicht die Vorsteher, nicht die jungbefriedete Lied, nicht ihre Eltern und auch keine Kolonisten dachten in diesen Jahren überhaupt daran, dass die Gemeinde auf dem Südeng von ihrem 1921 gekauften Siedlungsland noch Dutzende AKWs-Land hat, wo boven die landlose junge Lied vielleicht ansiedeln und formen worden können. Aber dann, von 1937 an, als die Vorsteher der meisten Mennoniten in Chihuahua waren in Beit Motja geworden wären, dann fangen die meisten Mennoniten noch weiter an zu hoffen, dass Verein in Mexiko vielleicht doch eine Zukunft sein kann. Sodass sich von 1937 an weiter mehr junge Leute bei den Vorsteher anfangen, wo nur eine Gelegenheit sagten, ab ganze Tollungsbedingungen zu Land zu kommen, um Formen worden können. Und dann fangen Vorsteher und Kolonisten doch noch weiter an, daran zu denken,
Auf der Gemeinde ihre große Großstapen hängende Bohnen, so als man dort damals nannt, vielleicht doch mal soll ein Darpe angemeten und dann das Land auf leichte Tollungsbedingungen und so ein Lied verkaufen, wo nur wellig wären, da boven anzusiedeln. Man wisst, dort nicht all ihre landlose Lied würden wellig sein, dort zu versichern, auf dort Formenwirtschaft driven ab diesem, was so weit immer aus ein waterarmes Land uitgepriest worden wäre, wird möglich sein. Aber man redet immer mehr davon, dass doch auch die Bauern in so eine Dorpe aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleefeld noch immer mal ganz einzelne Waterbarms haben und dass man da doch all wirtschaften kann ohne gestade Waterbarms. Peter Friesen sagt, dass da Kleefeld hau damals, als das ab dem Südeng von der Kolonie noch das einzige Dorf war, weil einen Dorfsbarm von meist 300 Schodeib. Aber die leben lang nicht genug Wasser für viele Menschen in ihrem Dorf. Viel Wasser muss noch einmal von den sogenannten Rieferbarms oder Springbarms geholt werden. Und er sagt auch, dass sie, wenn sie mal nach Quacktemok gefahren sind, dann haben sie manchmal ihre Watertonnen mit dahin genommen und haben die dann bei Hempels ihrem Baum vollgefällt und das Wasser von dort mit nach Hause gebracht. Leo Hempels oder Stur Hempels genannt, hatten all einen gestaden Waterbaum in Quacktemok auf ihrem Hof und sie hatten da auch einen Pietstall, wo die Mennoniten ihre Pietbeinen fördern und tränken können. Und für Bezahlung können Mennoniten von dort auch Wasser mit nach Hause nehmen. Vor vielen Jahren gibt es in Chihuahua, die Mennoniten mal kleine, von Halt selbst abgebastelte Barmsteigmaschinen. Die meisten Maschinen hatten mal einen Kabel von höchstens 300 Schuh lang. Und solange als auch die beste Bürger ihre Einnahmen noch einmal sehr klein wäre, dann will das scheinbar kein Kolonist werden. Viel Deiper Städten zu loten als ein paar hundert Schuh, weil es dort zu viel Geld kostet. Und weil es dort immer noch als zu dreist wert scheint, zu viel Geld an Deiper Barms zu spenden. Aber als in den Lot dort Jahren immer mehr Kolonisten finanziell besser aufwarten, dann mögen einige Barmstädter sich gerade Barmsteigmaschinen mit 500 Schuhe Kabels und dann werden da doch mit einmal so eine Bürger, wo dort werden, mehr Geld zu spenden und versichern, Wasser zu fängen, wenn sie die Städten leiten. Aber als das anfängt zu passieren, dann werden da doch noch viele Bürger, wo sehr stark daran glaubten, dass man in diese Dörfer auch mit dieperen Städten nicht wird kennen, gute Waterbarms kriegen können. Hier will ich weitergeben, wo ich damals davon vertalen hielt, dass ein Nober in Gnodenfeld mit seinem ein bisschen komischen Benehmen dort versucht hat, zu wiesen, wo stark er und nach seiner Meinung auch viele andere Kolonisten noch daran glaubten, dass an so einer Dörfer aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleefeld keinmal würden gute Waterbarms zu merken gehen. Als dieser Qualen an Gnodenfeld dort werden, ein deibret Barmlach steiten zu loten, dann wären die meisten Nobers in diesem Dorf als sehr neugierig auf das Resultat vom Deipersteiten wirklich können ein guter Waterbarm bedienen in ihrem Dorf. Einige hofften, dass ein Deipersteiten eine gute Waterlehre fängen wird, aber viele Bürger, und besonders Wahlen in Ober, wo auch eher schwerer wäre, glaubt nicht daran, dass ein Deipersteiten in Gnodenfeld kann das Resultat von einem guten Waterbarm bedienen. Und als das dann einen Tag doch was durchkam, dass die Barmstädter glaubt, eine sogenannte gute Waterlehre gefangen zu haben, dann merkt man bei Wahlen Anstellung, ihren Barm zu testen. In alle Mann in Gnodenfeld erfuhr davon, dass die Barmstädter glaubt, eine gute Waterlehre gefangen zu haben und dass man an diesem Tag die Zylinderpump en Wahlen ihren Barm anlegt, zu testen, wie viel Wasser der Barm liefern wird. Aber keiner glaubt weniger daran, dass man in Gnodenfeld wirklich einen guten Waterbarm
gekregen haben, als wollen Nober en Schwörger. En dort wäre ein Mann, wo manchmal ab seiner eigen Ort gewehr zum Uitdruck bringen kann, wo über eine gewisse Sache dacht. En ich hier dort damals tau, wo Mana zu ein ander davon vertalten, wo des Mann ditmal an seine eigen Ort bewiesen hat, dat am dat einfach lacherig scheint, dat man bei den Nobers gelebt, Water gefangen zu haben. Man vertalt dat damals ungefähr so. Als man Reitmilch wollen ihren Baum zu testen, dann krempelt über am Rampel sich seine Wechsellampen hoch ab und ging sich immer weiter so ab dem Eng von seinem Stall hanstellen und checkt dahin, wo man bei wollen Reitmilch zum Wasser pumpen. Mit seinen abgekrempelten Lampen will seinem Schwörer und alle rumstehenden nischige Obers wiesen, dat am dat einfach lacherig scheint, dat man wirklich leben würde, viel Wasser an dem nie gestaden Baum zu haben. Und als dat Wasserpumpen bei den Obers angefangen hat, dann wird es man mit seinen hoch abgekrempelten Lampen auch angegangen und hat sich da manch all die nischige Menschen top herumgestoßen und hat dort an seine eigenen Ort bespost, dass man wirklich leben würde, dass der deibgestade Baum wirklich viel Wasser liefern würde. Mit ein Ortje Uitdruck geben, fand ich daran gelegen, dass man in Genodenfeld einen golden Waterbaum merken kann, der ist damals nur diesem Mann seine Ort wohl übertrieben worden. Aber das gibt dort damals noch sehr viele Menschen, die da noch einmal gelebt haben, dass das Resultat von dieser Städten nicht wirklich gute Waterbaum sein kann. Als das Waterpumpen immer noch länger anhält, als Beweis davon, dass das erste Baum in Genodenfeld viel Wasser liefert, dann wird die Rampel langsam stiller geworden, hat abgehört mit seinem Sposen und wir trägt ein Haus gewonnen. Und das hat nicht sehr lange gedauert, dann hat auch einen deiten Baum gestartet, wo auch gut Wasser gehabt hat. Kriegt in einem Jahr das erste Baum in Genodenfeld gestartet worden ist, das weiß scheinbar all keiner mehr. Aber Peter Wall sagt, ist von Gewas all meist groß gewesen, als sein Onkel und Isaac Wall diesen Baum Hafsteiten gelaten. Und danach kann das ganz anfangs 1940er Jahren gewesen sein. Und bald nachdem, dass Isaac Wall einen golden Waterbaum gekriegt hatten, dann standen immer noch mehr Genodenfelder, Genodentoller Barms und die hatten auch meistens gut Wasser. Hier brecht wie für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von der Waterknappheit und von dem nie DARPA Anleihen auf dem Südeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Mexiko. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.